Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch. Denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Der heutige Prozess verspricht, einen kriminalistischen Verlauf zu nehmen. Die beiden Angeklagten verbrachten bereits einige Tage im hiesigen Gefängnis. Die Verwandten und Freunde aus dem Dorf zeigen eine rege Anteilnahme. Und die königliche Landgendarmerie ist in den Fall persönlich verstrickt. Daher mit der Kundschaft. Und die Fesseln erst abnehmen, wenn das Hohe Gericht und die Herren Chefen den Saal betreten. Legen Sie die Corpora Delicte da auf den Tisch, Herr Kollege. So, 2 Knöpfe und eine Scheide. Die Jugend ist nicht nur von einer erschütterten Rohheit, sondern es fehlt ihr auch generell der Respekt vor der Obrigkeit. Die Autorität des Staates ist in Gefahr. Es ist an der Zeit, dass wir ein Exempel statuieren. Meine Herren Schöffen, die Gendarmerie ist nicht nur Hüterin der Ordnung, sie ist viel mehr. Ja, also ich brauch unbedingt eine neue Robe. Da schaut her, da ist schon wieder ein Loch drin. Ich weiß nicht, haben wir den Mäus im Schrank oder was ist da los? Sie ist unantastbar. Unantastbar, jawohl. Mach es nur so weiter, Herr Kollege, dann werden Sie bald avancieren. Heute sind Sie aber noch in Geisbach. Also bitte schießen Sie mit Ihren Kanonen nicht auf Spatzen. Gell? Aber Herr Kollege, das sind keine harmlosen Spatzen. Ja, ist ja schon recht. Auf die Plätze, meine Herren. Bitte schön, Herr Staatsanwalt, fassen Sie Ihr Plädoyer kurz. Wir sind mitten in der Heuernte. Die Ökonomen müssen wieder an die Arbeit. Also auf geht's. Passen Sie auf, Kollege. Die Knöpfe, die lassen wir da liegen. Aber die Scheide, ich weiß nicht. Unterschlagen wir's. Nein, Corpus Delicti ist Corpus Delicti. Ach, geh. Kommt nicht in Frage. Ich bin ein korrekter Beamter. Ja, aber mit der saudummer Scheid verdienen wir heute mindestens eine Stunde. Ich kenne ihn, Herr Rat. Die Knöpfe, die gelangen. Na, sag ich. Das geht ja gar nicht. Die Schort haben ja die Lumpen so stark verbogen, dass der Säbel nicht mehr reingeht. Also gut, dann sind wir heute auf die Nacht noch da. Verdacht, das Hohe Gericht. Und du sagst, dass du schwingst, du bist Zeuge, du hast der Herrin nichts mehr zuhören. So, allmählich jetzt Ruhe, bitte. Die Sitzung ist eröffnet. Angeklagte, vortreten. Namen? Ich war der Martler und ich war der Sepp. Ich war. Ja, daheim können Sie von mir aus so reden, auch im Wirtshaus, aber hier reden Sie gefälligst so, wie Sie es in der Schule gelernt haben, gell? Hinterberger, Martin. Stiersdorfer, Josef. Na also, es geht ja. Beide dem Gericht bestens bekannt. Auch die werten Herren Väter kenne ich, gell? Entschuldigung, Herr Rat, ich stehe heute erst zum 3. Mal da. Und ich das 4. Mal. Ah, so, das reicht euch wohl noch nicht, ne? Euch werde ich mir einzeln vorknüpfen. Erst den Stiersdorfer. Hinterberger, Sie setzen sich einstweilen. So, und jetzt hören Sie mal zu, was Ihnen der Herr Staatsanwalt heute alles zu erzählen hat, gell? Von einem bloßen Widerstand gegen die Staatsgewalt ist da keine Rede mehr. Das ist Aufruhr, meine Herren, das ist Aufruhr. Haben Sie denn keinen Funken Respekt mehr vor Ihrem Gendarmerieposten in Dürling, hä? Ja, schauen Sie sich einmal diese Uniformknöpfe an. Die sind nicht von selber ausgerissen. Die waren gut angenäht. Die sind einer Rauferei zum Opfer gefallen. Ich hab den Gendarm nicht angerührt. Mit der Hand schon gleich gar nicht.
So, mit was denn dann? Mit dem Stecken vielleicht, ja? Das habe ich nicht gesagt. Überhaupt darf ich einen Kräner nie anrühren. Ich bitte mir etwas mehr Respekt aus gegenüber der königlichen Gendarmerie. Für Sie ist ein Grüner noch lang kein Grüner. Ich meine also, das ist, ein Grüner ist nicht zu fassen. Das ist, also jedenfalls ist das ein Beamter für Sie. Ein Staatsbeamter. Oh, danke vielmals, Herr Staatsanwalt, das hätte ich gerade vergessen jetzt. Leugnen hat gar keinen Zweck, mein Lieber, da schauen Sie sich das mal an. An dem einen Knopf, da hängt sogar noch ein Stofffetzen dran. Da wird er sich beim Meier drum am Kammerfenster eingehängt haben, der Herr Staatsbeamte. Ruhe! Ich verbitte mir dieses unverschämte Gelächter. Wir sind hier nicht im Bauerntheater, gell? Entschuldigen Sie, Herr Rat, da hat der Martel schon recht. Unser Gendarm ist nämlich zum Meier-Papetl ans Kammerfenster gegangen. Und da haben sie ihn mal heimgescheitelt, die Burschen. Drum hat er ja so eine Wut auf uns. Na ja, und wenn Sie eigentlich schon mal mit einem Kräner... Ich meine, sich mit einem Gendarm abgibt, dann hat's für uns keinen Zweck mehr. Ja. Wachtmeister, rufen Sie mir den Herrn Kommissar Thaler herein. Kommissar Thaler, jawohl. Und Sie erzählen uns jetzt hier bloß keine Märchen, gell? Nein, Herr Richter. Der Gendarmerieposten in Ihrem Dorf hat sowieso nichts mehr zu lachen. Setzen einstweilen. Angeklagter, eine Frage. Was Treten ist denn? Sie näher. Wurde jene ledierte Degenscheide dort, Säbelscheide. Säbelscheide dort, auch am Kammerfenster verstümmelt? Das weiß ich nicht, Herr Staatsbeamter. Sie wissen es ganz genau. Sie selbst haben das Verbrechen begangen. Ja, Sie haben den Herrn Kommissar zu entwaffnen versucht, haben aber dabei nur die Scheide erwischt und wollten diese übers Knie abbrechen, in der Meinung, es wäre noch die Waffe drin. Diese aber befand sich in der Hand des Beamten und Sie mussten die Flucht ergreifen. Na, da ist schon eher der Wachtel am Kammerfenster davon, der der Papetli ihr Vater mit Ochsenfieseln gekommen ist. Ruhe, Angeklagter, setzen Sie sich! Jawohl. Ja, glauben denn Sie, der Meierbauer von Dürling hätte an so einem grünen Schwiegersohn erfreut? Der, wo 3 Kinder hat und ein überständiger Witwe ist. Ruhe, noch einen Mucks und ich lasse den Saal räumen, gell? Der Zeuge Thaler Friedrich, Gendarmerieposten zu Dürling. Ja, ist recht. Herr Kommissar, bitte kommen Sie näher. Hohes Gericht, melde mich gehorsams zur Stelle. Ja, Herr Kommissar Thaler, Sie sind ein erfahrener Polizeibeamter, gell? 41 Jahre alt, sehe ich, verwitwet, Vater von 3 unmündigen Kindern, etc., etc. Zu Befehl. Der Kleinste ist 3 Jahre, das Mädel 4 und der Älteste 7. Etc., etc. Ja, kommen wir zur Sache. In der Nacht vom 4. auf den 5. Juni dieses Jahres 1912 haben Sie laut Protokoll mit den Angeklagten eine dienstliche Auseinandersetzung gehabt. Sie sind dabei sogar tätlich angegriffen worden. Ja? Zu Befehl, das ist richtig. Ich war auf Patrouillengang. Wenn ich dabei manchmal, besonders nachts, auch auf die diversen Kammerfenster ein Auge habe, nachher nur wegen der polizeilichen Nachtruhe. Ja. Ich brauche dem Hohen Gericht nicht erzählen, was da euch schon passiert ist. Nein, das brauchen Sie nicht. Fahren Sie fort. Wie ich von besagten Meieranwesen vorbeikomme, tauchen aus der Dunkelheit heraus plötzlich 2 Radfahrer auf. Und diese hatten nicht nur kein Licht, sondern jeder von ihnen hatte auch ein Mädchen auf der Stange. So. Nach der Reichsradfahrerverkehrsgesetzordnung ist dieses aber nicht gestattet. Ich stellte die Übertreter zur Rede. Und darauf sind Sie frech geworden, nicht? Ja, das Weitere, das kann ich mir alles denken. Trotzdem, Herr Kommissar, es ist ja schließlich dunkel gewesen. Haben Sie denn da die Täter genau erkennen können? Zu Befehl, ich hab sie erkannt. So. Vor Weitem schon. Der Stiersdorfer hat mir die Knöpfe weggerissen und der Hinterberger hat mir die Scheide verbogen. Der Schuft, das muss er mal bürsten. Genau. Danke, Herr Kommissar. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Platz nehmen? Ja. Zu Befehl. Na, meine werten Herren Angeklagten, möchten Sie nicht endlich ein Geständnis ablegen? Nein, Herr Richter. Möchten Sie sich nicht wenigstens von der Bank erheben, hä? Nein, Herr Richter. Aufstehen und ein Geständnis ablegen! So wie es der verzeiht, ist schon gar nicht gewesen. So. Ja, wie war's denn nachher? Ganz anders. Depp, jetzt hast du verrät. Sei Stabmartel, ein bisschen was müssen wir zur Arbeit zugeben. Also, wir sind in Kirchzeit gewesen. Ja. Auf einer Hochzeit. Und weil wir mit dem Radl gewesen sind, haben wir zu unseren Dirndl gesagt, sie können gleich mit uns fahren. Entschuldigen Sie, Rat, so wie der Angeklagte den Sachverhalt schildert, entspricht er nicht den Tatsachen. Ja, Herr Kommissar, er hat ja noch gar nichts geschildert. Stimmt das übrigens, dass Sie sich wieder verheiraten möchten? Zu Befehl.
Herr Rat, meinen Sie das dienstlich oder privat? Ja, sowohl als auch. Ich halte es immer scharf auseinander. Dienstlich weiß ich davon nichts. Na ja, also gut, dann erzählen Sie es privat, bitte. Privat? Zu Befehl. Na, no, was soll ich denn machen? Meine Kinderlein brauchen eine Mutter. Ja, Dankeschön. Das genügt mir. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie eine glückliche Wahl treffen. Glückliche Wahl? Ja. Zu Befehl. So, und Stiersdörfer, Sie fahren jetzt fort, aber Sie erzählen uns jetzt endlich die reine Wahrheit, gell? Ja, also wie wir mit den Dirndln bei Meier in Hofnheim fahren, ist ja schon da gestanden. Ja. Der muss direkt auf uns gewartet haben. Und fuchsteufelswild ist er gewesen. Sie fahren ohne Licht, hat er blärt, dass gleich das ganze Dorf munter worden ist. Und Sie befördern Menschen auf der Stange. Was erlauben Sie sich? Das entspricht nicht den Tatsachen. Ich habe gesagt, nach der Reichsradfahrerverkehrsgesetzordnung ist es nicht erlaubt, auf einem Rad 2 Menschen zu befördern. Menschen, hast geschrien? Die Dirndl sind da heute noch beleidigt. Und von uns wollte er eine Magel kassieren. Ja, und die Babettel hat er sogar eine Schlampe gekostet. Hey, Das ist... sowas. Ich war ja im Dienst. Nein, ich habe sowas nicht gesagt. Herr Vorsitzender, ich glaube, wir verlieren uns in Nebensächlichkeiten. Behalten wir doch die Corpora Delicti im Auge. Die abgerissenen Knöpfe und die demolierte Scheide des Hebels. Ja, gewiss, Herr Kollege. Aber auch Nebensächlichkeiten sind oft in der Kriminalistik nicht ganz uninteressant. Na, na? Ja, wo steht jetzt hin oder rum, hä? Ja, no, Ja, schaust doch, dass Sie auf Ihren Platz kommen. bitte. Wachtmeister, rufen Sie mir den Kottmeier herein. Kottmeier, jawohl. Jetzt hast du es mit deiner Scheide. Heute werden wir wieder nicht fertig. Lass dir von deinem Bürgermeister was sagen, Babettel. Ein älterer Wittiber hat seine Suchten und Gewohnheiten, den änderst du nimmer. Da vergeht der Freude schon in die ersten 14 Tage. Er ist ein Beamter. Und als Gendarmin brauchst du keine Missgabeln nicht mehr anrühren. Du und eine Frau Kommissär. Sei mir nicht best, Babettel, aber da wüsste ich schon ganz andere Partien für den Herrn Fritz. So, die vielleicht. Ist bei mir auch schon am Fenster gewesen, warum auch nicht? Zwingst der Gaudi. Oder das Gift, weil mein Vater einmal ausgeschafft hat. Bald darf das nur nicht sein. Jesus, na, Dirndl, streit's euch doch nicht um einen Gendarm. Der Zeuge Corbinian Kottmeier. Bundesbürgermeister, das Hohe Gericht braucht einen Rat. Was sagst jetzt du zu den heiligen Dirndl, hä? Da möchte ja jeder einen Beamten. Das ist verständlich. Ja, weil wir Bauern euch viel zu gut zahlen. Nein, weil die Maler ein Verständnis für die Bildung haben. Oh. Geh weiter, dass wir fertig werden. Ist mir jetzt best, weil ich das vorhin gesagt habe. Weißt, Babettel, vielleicht hat der Kottmeier ganz recht und du wirst mit dem anderen auch recht glücklich. Und du als Frau Kommissär. Okay, sei doch nicht so zwider, ich mein das doch bloß gut. Und ich dir auch. Ich hab auf dem Fritz das Vorrecht. Ich geb nicht nach. Sein Wirtshaushockerei gewinne ich ihm auch noch ab. So eine 12 halbe werde er schon gehabt haben. Also, nüchtern bist du nimmer gewesen, Fritze. Ja, mein Gott, wie soll denn da die Jugend Respekt vor der königlichen Gendarmerie kriegen, wenn der Bürgermeister schon keinen hat? Aber gut, lassen wir das. Ich hab einen Respekt. Herr Rat, schauen Sie, möchte mir ja sogar meine eigene Schwester als zweite Gemahlin zubringen. So. Die kriegt 3000 Mark Heiratsgut von mir, eintragen auf 3. Hypothek. Und selber hat sie sich auch was der Sparträsel. Ja, das war die beste Partie für ihn. Dankeschön, Herr Bürgermeister. Die Resel und ich, wir passen nicht zusammen. Kottmeier, Sie Ihr Eifer für die Verheiratung der Resel, die... Nein, ich sag lieber nix. Also Kottmeier, Sie haben diese Rauferei da mit angeschaut. Jetzt erzählen Sie mal. Ja, das ist ja so gewesen. So um ein Eifer rum ist er gegangen, der Herr Kommissär. Und ich... Nachdem er 12 halbe Bier getrunken hat. Ja, die vertragt er, da freut sich nix. So. Und ich bin dann... Zu Befehl, es sind höchstens 8 Glasel gewesen. Privat. Ja, jetzt lassen Sie doch den Zeugen Kottmeier erzählen noch einmal. Ich habe ihm noch gesagt, Herr Kommissär, habe ich gesagt, mach keine Dummheiten. Die Burschen sind gefährlich um die Zeit. Ich bin auch bald drauf angegangen und wie ich beim Meier vorbeikomme, da höre ich schon von Weitem schimpfen und schreien. Au, weh, denke ich mir, jetzt hat er wieder einen Fehler reingebracht. Und richtig, wie ich hinkomme, liegt er schon da auch, mitten auf der Straße. Und ohne Säbel. Haben Sie... Ruhe, bitte. Haben Sie sonst noch jemanden gesehen da am Tatort? Nein, niemand. Niemand? Es ist ja Nacht gewesen. Herr Kommissär, sage ich und hilf ihm aufstehen. Siehst du, jetzt hast du einen Trick. Bei meiner Schwester war dir das alles nicht passiert. Sie hatten doch vorher Schreie gehört. Wer hat denn da geschrien? Wer? Allerweil der wo schlägt kriegt, schreit bei uns. Und von den Angeklagten haben Sie nichts bemerkt. Haben Sie keine Stimme erkannt? Einer von Ihnen war doch Ihr Knecht. Bei der Nacht sind alle hier schwarz, Herr Staatsanwalt.
Und außerdem, warum hätten denn die Burschen auch schreien sollen? ein mustergültiger Zeuge, der nichts gesehen hat und nichts weiß. Hm? Ja, hätte er mir gefolgt, der Herr Kommissär, dann wäre ihm das alles nicht passiert. Gut, Meier, jetzt lassen Sie endlich dieses Thema. Gell? Und den verwundeten Gendarm, den haben diese Rohlinge einfach auf der Straße liegen lassen. Ohne jede Hilfeleistung. Na, durchaus nicht. Da ist ja auch noch die Meier-Barbettel da gewesen. Aber die hatten nicht auf Fürs gebracht. Dankeschön, Kottmeier. Setzen Sie sich. Wachtmeister, die Zeugin Meier-Barbette. Meier-Barbette, jawohl. Ja, auf Zeiten. Irgendjemand muss uns doch jetzt endlich die Wahrheit sagen können. Das alles wegen deiner saudummer Schort. Sie, Herr Kommissar, kommen Sie mal her. Wenn man da wenigstens aus Ihrem polizeilichen Protokoll schlau werden könnte, wer hat Ihnen denn zum Beispiel nach Ihren Worten da den Säbel abgenommen? Hä? Nachdem sich der tapfere Beamte, heißt's, damit meinen Sie sich selber, sehr bescheiden. Zu Befehl. Mhm. Nachdem sich der tapfere Beamte gewehrt hat, ist er infolge der Übermacht der Feinde hingefallen und ganz bewusstlos gewesen. Ja. Worauf er aber blitzschnell nach der Waffe gegriffen hat, weil ihn der Stiersdorfer hinten gehalten hat, während der Hinterberger vorne das Koppel aufgeschnallt hat. Richtig. Hierauf hat der Beamte seinen Säbel aber doch noch wieder bekommen können, aber die Scheide ist verbogen und so weiter und so weiter. Da stimmt doch hinten und vorn nicht sowas. Zu Befehl, Herr Amtsgerichtsrat. In groben Zügen ist der Sachverhalt richtig dargestellt. In groben Zügen. Ja, in sehr groben Zügen. Ich war nicht ganz bei Bewusstsein. In Folge. Ja, in Folge. Was heißt das in Folge? Bei der Abfassung dieses Protokolls offensichtlich auch nicht. Setzen Sie sich. Setzen. Zu Befehl. Kottmeier, haben Sie den Herrn Kommissar noch mit der Waffe in der Hand angetroffen? Nein, der Säbel ist samt der Scheide im Misthaufen vom Meier gesteckt. Im Misthaufen? Pfui Teufel! Ja, die ganze Nacht. Am anderen Tag haben wir dann die Schulbuben gefunden. Die Zeugin Barbette Meier, Bauerstochter zu Dürling. Ja, ist recht, Jungfer Zeugin, bitte kommen Sie näher. Grüß dich, Fritz. Fräulein Babette, Sie haben die Rauferei zwischen dem Burschen und dem Kommissär von Anfang an miterlebt. Jetzt erzählen Sie uns, sagen Sie uns endlich wenigstens die Wahrheit. Ja, ich bin mit dem Martel und mit dem Sepp von Kirchzell heimgefahren. Ich hab schon nicht recht wollen. So, warum denn nicht? So was schickt sie nicht für ein Dirndl. Ah? Warum haben Sie es denn dann trotzdem gemacht? Ich wollte ihn ärgern. Wen? Ja, den Herr Kommissär. So. Wollten Sie ihn eifersüchtig machen, ja? Er hat bei der Liesel auch ans Kammerfenster geklopft. Sie hat mir selber verzeiht. Ja, aber nur weil mir der Vater das Ja-Wort verweigert hat. Und meine Kinderlein eine Mutter brauchen. Dafür kann doch ich nichts. Immerhin hat mir der Vater nicht akzeptiert. Daran ist nur der Kottmeier schuld. Der hat meinem Vater einen Aufgeht's gegen den. So? Was hab ich? Der Kottmeier ist überhaupt so ein Schuftherrichter. Der hat auch die Burschen gegen den Fritz aufgehetzt. Ja. Barwettel schwer keinen kalten Eid, gell? Ein Maß Bier hast du einer Zeit, damit sie den Herrn Kommissar an meinem Kammerfenster auflauern. Keiner den hat mir's verzählt. Und der Martel hat mir's eingestanden. Ja, du Ratschweib, du Blöd. Ich hab das bloß der Liesel verzeiht, ihrer nicht. Ach, Hans Wurscht bist für mich. Bitte, keine Streitereien auf der Anklagebank, gell? Herr Rat, als Bürgermeister kann ich einen Gendarm nicht dulden, der wo jede Nacht bei einem anderen ans Kammerfenster klopft. Kottmeier, bitte, Ruhe! Bitte jetzt kein Wort mehr, gell? Die Beweisaufnahme ist geschlossen. Herr Staatsanwalt, bitte Ihr Plädoyer und fassen Sie sich kurz. Ich habe das Urteil schon parat. Hohes Gericht, meine Herren Schöffen. Wer sich an der Waffe eines Vertreters der staatlichen Autorität vergreift, begeht das Verbrechen des schweren Aufruhrs. Die Angeklagten haben, wie die Corpora Delicti deutlich erkennen lassen, sich nicht nur an der Waffe vergriffen, sondern diese auch auf das Schändlichste demoliert und auf den Düngerhaufen geworfen. Entschuldigen Sie, Herr Staatsanwalt, wir haben den Zabi nicht angerührt. Sie fix, wir haben das nicht da. Nicht mit einem Finger. Das ist ein Lug. Die Burschen haben mich zuerst angegriffen. Das weiß ich noch ganz deutlich. Ja, Himmel, Donnerwetter noch einmal. Jetzt reißt mir aber wirklich bald die Geduld. Der Herr Staatsanwalt hat noch das Wort. Wer sonst hätte denn den Vertreter der staatlichen Autorität entwaffnen sollen außer euch? Nennen Sie uns endlich den Täter oder halten Sie den Mund? Sie ist gewesen. Die Meier Barbettel, sie hat ihm den Zabi genommen.
Ja, jetzt bin ich aber baff. Ja, das sagen Sie erst jetzt? Ja, no, wir sind halt Kavaliere, nicht? Ja, wenn Sie unbedingt den Gräner heiraten wollen, bitte. Bitte. Ja, stimmt denn das, Jungferzeugin? Ja, damit das nichts passiert, habe ich ihm den Saal weggenommen. In seinem Zustand war er zu allem fähig. Ja, sowas. Und Sie, Herr Kommissar, Sie wagen es, ein solches Protokoll hier abzuliefern, ha? Zu Befehl, in groben Zügen ist es richtig. Die Angeklagten haben mich angegriffen. Er redet doch keinen Schmarrn. Der hat ja gar nicht mehr stehen können vor lauter Rausch. Ruhe! Jawohl, Herr Richter, das stimmt. Und wenn er sich das viele Wirtshaussitzen nicht bald abgewöhnt, dann wird nichts aus unserer Heirat. Sagen Sie ihm das. Zu Befehl, im Dienst trinke nichts. Und privat nur daheim. Ja, also dem ist nichts mehr hinzuzufügen, Herr Staatsanwalt. Das Gericht ist zu der Ansicht gelangt, dass die anhängigen Auseinandersetzungen doch einen mehr oder minder privaten Charakter hatten, nicht wahr? Die Angeklagten sind infolgedessen von den Verbrechen des Aufruhrs frei zu sprechen. Sie zahlen allerdings je 10 Mark in die Gerichtskasse als Buße für nächtliche Ruhestörung und tragen zusammen mit dem ehrenwerten Herrn Bürgermeister die Kosten des Verfahrens. Die Sitzung ist geschlossen. Siehst, Herr Kommissar, bei meiner Schwester brauchst du dein Bier nicht daheim trinken. Bei mir auch nicht immer. Komm, Fritz. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus, auch in der guten alten Zeit. Und auf die Guillotine hat unser alter Herr Rat niemanden geschickt, schon lieber in den Ehestand. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich bayerischen Amtsgericht.